Hallo zusammen, hier ist der Klitus von Crown Crew. Ich begrüße euch herzlich zu einem weiteren Tipps und Tricks Video. Wie ihr seht, spielen wir das mal auf der Map Dome. Das ist ja die kleinste Map. Und durch das ist ja immer sehr viel Action hier am Laufen. Jetzt ein Spawn, wie ihr gerade seht, ist hier oben zwischen dem B und dem C. Der andere Spawn ist einfach ziemlich nahe neben dem A. Hier unten etwa. Jetzt die dort starten, sind in den meisten Fällen daran interessiert, möglichst schnell zur Flagge zu kommen und die einzunehmen. Darum säckeln sie zum A. Hier ist man wirklich in der Mitte zwischen B und C. Das bedeutet, aus logischer Sicht und auch aus Teamsicht sollte man sich am besten aufsplitten. 2 oder 3 ziehen hier zum B her. Und können hier schon relativ elegant eigentlich Flaggen einnehmen. Und wenn der Gegner trotzdem hierher raschen soll, kann man hier elegant mit einer HG eigentlich vorsorgen, dass, wenn sie dort im Gang reinsäckeln, auch gefickt werden. Jetzt die zum C ziehen, haben eigentlich die einfachste Aufgabe. Die fragen mich jetzt wieso, ich kann euch zeigen. Normalerweise zieht man ja hierher, legt hier mal ab und so, probiert Gegner, die hier kommen, dann zu verwischen, kennt man ja. Aber es gibt eine viel bessere Position. Und zwar könnt ihr hier in der Ecke her und wenn ihr wollt, könnt ihr auch herlegen und seid somit eigentlich absolut geschützt. Der Gegner kann ich niemals sehen. Wenn ihr mehrere seid, kann jemand auch noch hier reingehen. Genau das gleiche System. Und sollte dann ein Gegner in der Zwischenzeit heranschauen, der wird hier niemand in diesem Gang sehen. Wird herlaufen vermutlich, und selbst wenn er jetzt hier in diesen Gang raufkommt oder in diesen hier, wird er im ersten Moment sicher nicht sehen. Ihr könnt dann, wenn ihr hier liegt, mal langsam aufstehen, schnell einen Überblick verschaffen, und wenn hier dann auch noch ein Gegner liegt, was ihr ja sicher würdet merken, wenn der Balken nicht weiterzieht, könnt ihr den mal abkassieren. Aus dieser Richtung ist es nämlich unmöglich, euch zu sehen hier hinten dran. Und selbst wenn jetzt eine Flashgranate geschossen wird, dann jetzt leider nur auch, werdet ihr vielleicht ein bisschen geflasht. Aber das ist auch kein Problem, weil selbst dann sieht der Gegner nicht, was abgeht. Alright, also, das wäre zum C gewesen. Das B haben wir uns auch schnell angeschaut. Jetzt gehen wir noch schnell den Spawn. Wenn wir auf dieser Seite starten anschauen, und zwar ist der etwa gerade hier. Hier ist es eigentlich logisch, dass man zum Anziehen, weil es so hoch ist, weil, wenn man einen easy Punkt will, ist das sicher der einfachste. Ihr seht, der Weg zum B ist bedeutend länger als fürs gegnerische Team und so auch zum C. Jetzt ganz wichtig ist hier, wenn ihr hier reinzieht, es hat ja überall so Fässchen. Hier ist eins, hier ist wieder so ein rotes, da haben wir auch eins und hier ist auch noch mal eins. Und wie ihr da drauf seht, das ist entzündlich, okay? Das bedeutet, ein Schuss drauf, das Teil brennt, kökelt für ein Zeitchen und geht dann in die Luft. 2 Schuss drauf und es geht gerade in die Luft. Jetzt geht eins in die Luft, wird meistens noch das zweite anzündet. Dadurch kann man auch wunderschön das Teil zum Explodieren bringen. Darum, ganz ehrlich, jagt die Dinger in die Luft, bevor dass ihr nicht hier innen irgendeinen grossen Weg einquartiert zum Campen. Weil ich bin durchaus schon ein paar Mal hier innen gestorben, weil so ein Fass in die Luft ist gegangen und ich habe nicht einmal genau geschaut, wieso das jetzt tot bin. Hier ist jetzt auch noch so ein Fässchen, auf der gegenüberliegenden Seite auch noch. Und apropos gegenüberliegende Seite. Wenn jetzt B und C eingenommen wird, die werden gut verteilt, sind ganz sicher da vorne, der Ausgang vom Gebäude ist ein Punkt, wo einiges wird laufen. Hier drüber wird der Gegner vielleicht auch gut abdecken, das heisst, man kommt auch hier nicht gut rein. Und schwuchtelig, wie sie häufig sind, hocken sie auch hier innen in den Ecken und so und kassieren einem gerade ab, wenn man hier reinsäckelt und nicht schnell genug reagiert. Jetzt nicht vergessen, dass man hier auch noch das Leiterchen aufklettern kann. Weil, wenn die Positionierung der Teams so ist, dass C und B von uns gehalten wird, ist in diesem Sektor eigentlich primär kein Find anzufinden. Weil hier sind Kollegen, Teammitglieder und der Find bewegt sich nur in diesem Gebiet hier und hier unten dran. Das bedeutet, mit einer schallgedämpften Waffe kann man hier ziemlich schön herziehen. Ab und zu jetzt noch so eine Schwuchtel, die hier hinten in dieser Sackgasse am Campen ist, oder auch ein Noob, der es irgendwie verhängt hat und sich noch nicht auskennt. Dann gibt es ein paar, die dort hier direkt beim Eingang hückeln. Also immer gut schauen, was ihr macht, wenn ihr hierher stürmt. Aber mit dem Schalldämpfer, wie gesagt, kann man sicher 2-3 Leute abkassieren. Dann muss man aufpassen, weil es kann dann sein, dass sie einen holen.
Rache gelöscht haben. Und dann ist es möglich, dass man halt sicher von unten abkassiert wird, als auch, wenn man kurz sich vielleicht mal dreht, um sich zu vergewissern, was da hinläuft, kann es dann auch sein, dass einer plötzlich das Leiterli aufklettern kommt. Ja, darum diese Option sicher nicht vergessen mit hier oben durch. Die ist extrem hilfreich und kann euch zum Teil einen Überraschungsmoment schenken, den ihr sonst so nicht würdet bekommen. Sonst gibt es zu dieser Map eigentlich nicht viel zu sagen. Es gibt, wie gesagt, sehr viele Punkte, wo es alle heiß zu und her geht. Die Kerne können in die Luft fliegen. Gerade hier hinten sind sie alle auch gerne am Campen. Darum immer gut checken, wo ihr durchsäckelt, die Ecken checken, wie auch der hier. Und dann wird das schon gut kommen. Das wäre es mal zur Map selber. Dann möchte ich euch noch kurz darauf hinweisen, dass wir hier ja im dritten Extra-Slot, oder Perk-Slot auf Englisch, den Marksman drinnen haben. Das Zielscheibenmännchen. Und der ist ja eigentlich primär für die Sniper gedacht, weil die Pro-Version lässt noch auch die Luft länger anhalten. Aber, was ihr nicht dürft unterschätzen, mit dem Ding tut man Gegner über eine grössere Distanz identifizieren. Ist das, wie es beschrieben wird. Und das funktioniert genauso. Das heisst, wenn ihr näher über eure Knarre durchs Zielfernrohr schaut, wenn ihr näher Gegner habt, die vielleicht relativ weit hinten in der Map positioniert sind, ist es so, dass ihr die per Schriftzug, der Name und auch die Markierung vom Gegner könnt erkennen. Und das bedeutet, dass ihr einmal schnell reinzoomt oder halt über Kim und Korn schaut und dann hat er euch ein sehr gutes Bild gemacht, wo die Gegner etwa sind. Und das funktioniert zum Teil schon fast frech gut. Also ganz ehrlich, muss ich sagen, dass man durch das zum Teil einen rechten Vorteil bekommt. Und gerade wenn ich zum Beispiel mit der Spezialistenklasse spiele, ist das etwas ganz Geiles, wenn ich dann alle Perks habe und Gegner auf so grosse Distanz kann erkennen. Es muss ja nicht heissen, dass ich dann drauf schiesse mit meiner PP90 mit Schalldämpfer, die nur so weit schiesst, wie ich beiseln kann. Aber schlussendlich kann ich mir ein Bild machen, wo sind Gegner und wo sind meine Wege, wo ich ohne grössere Probleme durchziehen kann. Das wär's zu dem gewesen. Ganz kurz noch zu dem Fensterli hier. Ich habe jetzt leider keine Hages mehr. Ja, so sieht's aus. Aber ich kann mir vorstellen, dass man hier wunderschön eine durchpicken kann. Genauso hier auch. Wo er verständlicherweise hier hinlandet, vielleicht gerade das Fässchen hier angekökelt und er zum Explodieren bringt und somit auch der Gegner, der hier wartet. Das gleiche gilt nicht für das Fenster. Also gut, vergesst, was ich gesagt habe und wie immer, merci für zuzuschauen und schönen noch. Ciao zusammen.